Hoi, ich bin Naira, ich bin deine Schweizerdeutschlehrerin und du hörst jetzt gerade «Hören, Lesen, Laffern», der Podcast zum Schweizerdeutsch lernen. «Hören, Lesen, Laffern». Dieser Podcast heißt so, weil du hier zum Hören, Hören, Lesen, Lesen und Sprechen, Laffern kommst. Ganz genau sprechen wir gemeinsam über die Besonderheiten des Schweizerdeutschen, was wir hier an unserer Geschichte sehen können. Lass uns direkt starten. In dieser Folge möchte ich über Neujahrsvorsätze sprechen und ich würde sagen, ich starte sofort mit der Geschichte. Wenn du mitlesen möchtest, egal ob auf Schweizerdeutsch oder lieber übersetzt auf Hochdeutsch, dann solltest du unbedingt auf den Link in den Shownotes klicken, da kommst du zum Text. Neujahr. Das ist der Moment, wo wir uns vornehmen, das Beste aus uns herauszuholen. Ein paar nennen es einen frischen Start, andere nennen es schlicht den ersten Monat des Jahres brauchen, bevor dann alles wieder in den üblichen Alltag abdriftet. Seien wir ehrlich, Neujahrsvorsätze sind meistens voller Euphorie und Ambitionen, die aber dann schneller verfliegen als ein Blitzschlag. Akt 1. Die grossartigen Pläne. Kürzlich habe ich Anna getroffen, die ganz stolz verkündet hat, sie werde ab Jänner am Morgen um 5 Uhr aufstehen, eine Stunde meditieren und dann einen 10 Kilometer Lauf absolvieren. Es ist Zeit, die innere Ruhe zu finden und fit zu werden, hat sie mir vorgeschwärmt. Ein schöner Plan, habe ich gedacht, und ihre Motivation hat mich fast ein bisschen angesteckt. Dann habe ich von Sarah erfahren, was sie sich vorgenommen hat. Sie war fest entschlossen, jeden Monat des Jahres ein neues Hobby zu meistern. Vom Lesen bis zum Schlöfeln. Und wir sollten den Markus nicht vergessen. Der hat nämlich beschlossen, im neuen Jahr von einem Tag auf den anderen vegan zu werden, die Welt zu retten und nebenbei noch Bestseller-Autor zu werden. Akt 2. Dort, wo er die Realität zurückkehrt. Ein paar Wochen später habe ich Anna wieder getroffen. Sie hat müde ausgesehen. Die Meditation, also ich habe gemerkt, dass ich meine innere Ruhe am besten am 7. finde, nachdem ich 2-mal auf die Schlummertaste gedrückt habe, hat sie mir gestanden. Sarah, die hat ihr neues Hobby aufgegeben, wo sie gemerkt hat, dass Lesen doch nicht so einfach ist, wie es aussieht und das Schlöfeln mehr blaue Flecken verursacht als erwartet. Und der Markus? Tja, er ist wieder zum Fleisch übergegangen, aber er hat eine wirklich gute Idee für ein Buch gehabt. Leider ist das Buch schon mal geschrieben worden. Mehrmals sogar. Akt 3. Die Erkenntnis. Es ist leicht, sich vor Euphorie vom Neujahr mitzureissen und übermütige Vorsätze zu fassen. Aber vielleicht sollten wir uns daran erinnern, dass es nicht darum geht, grosse, monumentale Veränderungen über Nacht zu erreichen, sondern eher stetig an uns zu arbeiten. Es ist nicht wichtig, ob wir jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen oder jeden Monat ein neues Hobby meistern. Es geht darum, jeden Tag ein bisschen besser zu sein als am Tag vorher. In diesem Sinn ein frohes Neues und nicht vergessen, auch wenn du heute ein Gutzli mehr isst als geplant, gibt es morgen immer eine neue Chance, es besser zu machen. Das war die Geschichte, die wir uns heute angehört haben zum Thema Neujahr. Und wie immer möchte ich zuerst ein bisschen den Wortschatz mit euch besprechen. Starten wir mit Lisme. Das ist das Hobby, das Sarah, glaube ich, machen wollte. Lisme, das heißt so viel wie stricken. Ich lese ein Haustuch, ich lese eine Kappe, ich stricke einen Schal, ich stricke eine Mütze. Schlöfle, das ist ein berndeutsches Wort und bedeutet so viel wie Schlittschuh fahren. In anderen Kantonen sagt man dazu auch einfach Schlittschuhe fahren, aber in Bern ist es Schlöfle. Auch das ein Hobby.
das Sarah ausprobieren und meistern wollte. Das Guetzli, das ist das Plätzchen oder der Keks. Hast du sicher auch schon einmal gehört. Guetzala, das Verb, das macht man vor allem in der Weihnachtszeit gern und oft. Übrigens kannst du immer mit der Endung le aus einem Nomen ein Verb machen. Das Guetzli, Guetzala, das ist Plätzchen backen oder Sünnela bedeutet in der Sonne liegen, sich sonnen. Oder Fötele ist so viel wie fotografieren, von das Foto, Fötele und so weiter. Am 5, das bedeutet um 5 Uhr. Auf Schweizerdeutsch machen wir die Uhrzeit so, dass wir statt am verwenden und dann einfach die Zahl mit der Endung i. Ob wir jeden Morgen am 5 Uhr aufstehen oder nicht, ob wir jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen oder nicht. Das funktioniert auch mit jeder anderen Zahl. Am 6, am 7, ich stehe am Wochenende gern am 10 auf, um 10 Uhr. Schweizerdeutsch, das ist oft eine kürzere Version des Hochdeutschen, also viele Wörter werden verkürzt. Ich zeige dir ein paar Beispiele dazu. Zum Beispiel zu wird immer verkürzt zu z. Ich mache gern ein Beispiel. Sich mitreißen zu lassen, sich mitzureissen, mitzureißen, mitzureissen. Also das zu wird verkürzt zu einem z. Darum wird verkürzt zu drum. Es geht darum, jeden Tag ein wenig besser zu sein als am Tag zuvor, wird also zu es geht drum, jeden Tag etwas besser zu sein als am Tag vorher. Hier haben wir auch noch einmal zu sein, wird zu sein. Übrigens in diesem Satz auch noch wichtig zu erwähnen, ein wenig oder ein bisschen wird auf Schweizerdeutsch ganz oft zu achli oder ein bitzli. In dieser Geschichte hat sich vieles darum gedreht, dass Neujahr eine neue Chance sein könnte. Eine neue Chance, hier haben wir auf Hochdeutsch ein dekliniertes Adjektiv und natürlich deklinieren wir die Adjektive auch auf Schweizerdeutsch, aber ein bisschen anders. Feminin, wie wir das hier haben, eine Chance, ist die Adjektivendung i. Eine neue Chance oder eine fröhliche Weihnachten. Vielleicht siehst du, dass ich neue mit 2 i geschrieben habe, um zu zeigen, dass eines die Endung ist und das andere i zum Stamm gehört. Neu bedeutet neu und das zweite i ist dann die Adjektivendung. Neue Chance. Maskulin haben wir die Adjektivendung e auf Schweizerdeutsch, zum Beispiel ein guter Rutsch, ein guter Rutsch. Wenn wir gerade beim Rutsch sind, also bei den Wünschen zum Neujahr, möchte ich dir auch noch 2 kleine Witze oder Witzwünsche erzählen, die man sich in der Schweiz gerne sagt. Und zwar ist das «Kei nicht zwischabe», also «Fall nicht dazwischen runter» und «Rutsch nicht zu weit», «Rutsch nicht zu weit». Aber weiter mit der Adjektivdeklination. Neutral haben wir dann die Adjektivendung es gutes Neues, also genau gleich wie auch im Hochdeutschen. Ein gutes neues Jahr, es gutes neues Jahr. Im Plural haben wir wieder wie bei den femininen Nomen die Endung i, zum Beispiel übermütige Vorsätze. An Neujahr oder an Silvester macht man sich gerne übermütige Vorsätze. So viel zur Adjektivdeklination.
auf Schweizerdeutsch im Nominativ und Akkusativ mit dem unbestimmten Artikel. Jetzt aber zurück zu den Vorsätzen. Machst du dir auch Vorsätze? Ich neige dazu, mir auch gerne Vorsätze zu machen für das neue Jahr, die ich aber dann meistens sehr schnell wieder aufgebe. Deswegen möchte ich versuchen, dieses Jahr nur kleine, realistische und ja, wirklich verfolgbare Vorsätze aufzusetzen. Ein Vorsatz, den möchte ich aber gerne mit dir teilen, und zwar möchte ich nächstes Jahr diesen Podcast ein bisschen neu erfinden. Das Grundkonzept bleibt gleich. Wir hören, lesen und sprechen über eine Geschichte. Ich möchte das aber nicht mehr alleine tun, sondern gerne mit einem Gast. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, wenn du Schweizerdeutsch lernst und gerne mit mir über eine Geschichte sprechen möchtest, schauen möchtest, was du verstehst, wie viel du verstehst und etwas Neues lernen möchtest, dann melde dich gern bei mir und wir schauen, wann es uns beiden passt. Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr auf euch. Merci vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Schweizerdeutsch lernen.